die ganzen Küchenschaben herum. Nein, die Küchenschaben. Lauter Küchenschaben. Willst du zusammenfressen oder was? Fast alles, ja. Fast alles. Von den Lehrern kennt man ja nichts anderes. Nur fressen und saufen die Lehrer. Das stimmt überhaupt nicht. Wie fühlt man sich so? Wie fühlt man sich so? Ja, ich gehe heute die Kirche um und spende eine Kerze, da ich keine Frau nicht warm bin. Ah ja. Weil halt ganz frisch geheiratet wird, gibt es einen Trinkspruch herinnen, lehrt. Prost. Ja, was ein Bauchschlag haben. Hat das einmal ausgerupft? Nein, die hat schon geschnitten. Ja, nein. Ja, schön. Bis Sonntag, weißt du? Wir machen uns ein bisschen. Ach so, ja, passt. Ich würde sagen, jeder, der jetzt die Zeit noch hat oder angeschafft ist, saufen wir zusammen und danach gehen wir aus zum Rest, dass wir mal ein bisschen unter die Leute herein. Also jetzt nichts mehr anschaffen, sondern zusammenbringen und dann brechen wir den nächsten Mal auf. Uhrzeit? Fische Dame. Fische Dame. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dass wirklich schon so viele Leute da sind. Wie es ausschaut, das Leder spielt uns auch mit. Dementsprechend heute ein wunderschöner Tag. Und erst einmal ein herzliches Grüß Gott von uns, von der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Ich darf jetzt kurz auf zwei Sachen hinweisen. Ich denke mal, die Männer haben es mitgekriegt, dass heute nebenbei auch noch eine Typisierungsaktion von der DKMS läuft. Das war ausgeschildert am Bürgerhausrand oben in den Keller, die dann bis zum Kirchenzug bereitstehen. Und jeder kann sich registrieren lassen. Vielleicht so als kleiner Anreiz, weil Fasching ist und für mich war es auf jeden Fall einer. Wenn man sich registrieren lässt, dann kriegt man ein Freibier. Genau, dann waren wir eh schon beim zweiten Thema Bier, wenn schon Fasching ist. Dort hat die Weißbierinsel stehen und hat es Getränke gegeben. Da möchte ich aber auch darauf hinweisen, der Preis ist vielleicht ein bisschen mehr wie beim Bauwagen des Vertrauens ums Eck. Aber das hat den Hintergrund, dass einfach die ganzen Reinerlöse da unten den guten Zweck gedacht sind. Von dem her, heute saufen mit Alibi, das Alibi ist der gute Zweck, dann kann man das auch mit gutem Wissen machen. Um ungefähr 10 nach 11 werden wir abmarschierbereit sein für den Kirchenzug, das heißt auch von der 11 die Getränke vielleicht zurückbringen. Aber dabei quackt es euch ruhig ein, weil das ist für eine gute Sache. Genießen wir die Sonne, genießen wir das Bier und machen wir uns dabei eine schöne Garde bis zur Aufstellung. Dankeschön.
Genau, der haben gerade auch noch einen.
Der Yankee! Terry! Heute ist der Tag, an dem zwei schirche Menschen, die sonst gewiss keiner nehmen darf, versuchen zusammenzufinden. Unter der Aufsicht von unserem Merkwürden, an Diakon Doppikon, werden sie nämlich die Riesenbratzer, die Leitenhaxige, noch Wulzausstingerte, Maximiliane aus dem Wald und der Gestumperte, Dachsenfresserte, Anweisige, bei Frauen verschrien Helmut von Feuchtelhofen geradeaus in den ewigen, traurigen Bund der Ehe stürzen. Ich als Progoda, ich wünsche euch bei der grausigen Zusammengeberei gleich überhaupt keine Gaudi und ein paar gescheit traurige Stunden. Egal ob Mann oder Frau, passt heute gut auf, was da an Unsinn passiert und lernt's fürs Leben. Ich möchte euch nur warnen, nicht, dass ihr die nächsten Satz, die wo verheiratet werden. Im Anschluss nach der Zusammengeberei, da werden wir uns allesamt zum Festzug aufstellen und mit der bucklerten Gesellschaft einmal die Dorfrunden zum Schmieder marschieren. Wer jetzt nicht weiß, wo der Schmieder ist, das war der Omat, da wo der Parkplatz mit der Bühne ist. Das ist, glaube ich, schon viel sagen für so eine Hochzeit. Und auch wenn ich bisher wirklich niemals unter euch gesehen habe, ich habe jetzt echt runtergeschaut vom Geräteträger, aber ich habe als Verrecker keinen gefunden, der wo halbwegs fotogen ausschaut, werden wir trotzdem ein paar schöne Hochzeitbeutel machen, weil die, die halt nicht da hören, die sollen ja wenigstens auch über uns lachen können. Ja, soweit jetzt einmal von mir. Liebes Brautpaar, recht viel mehr als euch die unangenehmste Zeit auf dem stinkernden Misthaufen zu wünschen, bleibt mir eigentlich nicht mehr über. Ich hoffe, dass es am Ende von der Zusammengeberei da gneist, dass ihr beide nicht ansatzweise wem anders finden könnt und eigentlich froh sein müsst, dass jemand anders gegeben hat, der wo so missraten ist, dass für euch wenigstens einer überblieben ist. So, jetzt hat der Daddy unseren Chor, die Ministranten und einen Diakon Doppikon bitten, mit dem Prozedere möglichst schnell anzufangen. Nicht, dass es einer von denen zwei noch die ganzen Beleidigungen anders überlegt und wir keinen Anlass mehr zum Saufen haben. Soweit von mir. Dankeschön. Test, Test. Dankeschön, Max, für deine zahlreichen Worte. Nachdem du jetzt endlich fertig bist mit deinem Geschmerz, kann ich auch mal anpacken. Ja, unser Progoda hat ja zum Glück eh schon alle begrüßt, weil viel reden, das kann er ja. Und wer ich bin, ja, das hat er auch schon gesagt. Ich weiß nicht, was der eigentlich nicht gesagt hat, aber ist wurscht. Ich fange jetzt an. Warum sind wir heute alle da? Ein paar werden da sein, weil sie vor 11 Jahren auch schon da waren. Andere, habe ich gehört, sind gezwungen worden, sie da heute herzubleiben. Viele sind da, weil sie wahrscheinlich nichts Besseres zum da haben. Aber die meisten, die sind wegen einem Saufer da. Kann man nichts dagegen sagen. Prost. In der Villa drin, da hat sich Scheiß gegeben, das haben wir nichts vor, übrig bleibt, Wodka
Bücher weiß wir alles durcheinander. Jetzt sitzen's da, Hand in Hand. Wir wegen saufen. Wir wegen saufen. Ich sag kein Lieb, höchstens nur ein Sport. So wenn die Sekunden haben und ist noch vor Ort. Schöner wie geht's nicht, Platz der Knuss nicht fort. Doch möchten wir jetzt euch ab Wort. Wir wegen saufen. Wir wegen saufen. Wir wegen saufen. Wir wegen saufen. Liebe Trauergemeinde, natürlich sind ein paar vereinzelte Personen heute unter euch, weil sie sich das Trauerspiel oder, wie ich es mir in meinen Kalender eingetragen habe, Vermählung der Lehrer der Überbleibsel anschauen. Es müssen sie heute die folgenden zwei Gesichtsgrätschen einer nicht Bratzen schütteln. Das ist einmal die nicht mehr jungfräuliche, noch Zehenkas stingere, stierknack drogere Maximiliane aus dem Wald. Und passend dazu der sicher noch jungfräuliche, hosenhirnige, Weißbier inhalierende Helmut von Feichtelhofen. Jetzt muss ich schon noch fragen. Sag einmal Helmut, hast du der Maximiliane überhaupt einen Antrag gemacht? Geht's jetzt? Ja, okay. Ja, habe ich schon, aber ich hab noch warten müssen. Warum das? Sie hat gesagt, ich war der Letzte, den sie heiraten darf. Das sind ja mal gute Voraussetzungen. Vorher, beim Würstelfressen, habe ich ein bisschen mit den Leuten geratscht und umeinander gefragt, ob schon auch wer da ist, der euch an so einem unwichtigen Tag beisteht. Und meine Recherchen haben Folgendes ergeben. Überhaupt keine Unterstützung wird es zwar heute von euch eine Eltern und der restlichen überflüssigen Verwandtschaft kriegen. Die haben nämlich auch gerade zum Saufen da. Geistigen Beistand kriegt es maximal von euch ein Kranzelbau. Das ist die immer feichte Feichtel-Lucy. Lucy, wo bist? Sehr gut. Und danach Arsch, riechende Po-Wieserharte. Den brauche ich nicht fragen, ob der da ist. Ich glaube, das riecht man. Die zwei sind heute aber auch nur da, weil sie dazu gezwungen waren. So ist mir gesagt worden. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Dam, 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 dam. Es gibt keinen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Trauerweine fühle nicht, wenn die Liebe dich zerbringt. Alles geht vorbei. Drum werd bloß nicht treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dam, 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 dam. Lass es bloß zur Freude sein. Dam, 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 dam. Trauerweine fühle nicht, wenn die Liebe dich zerbringt. Alles geht vorbei. Drum werd bloß nicht treu. Trauerweine
bloß lebt treu. Über verheiratet sei, kann ich aus eigener Erfahrung, Gott sei Dank, nichts berichten. Aber in meiner Beichtstube werden mir doch immer mal wieder grausige Geschichten von daheim vorgejammert. Deswegen habe ich für euch jetzt noch ein paar Weisheiten. Wenn man länger verheiratet ist, dann ist es so, dass man nicht mehr ganz so viel miteinander kommuniziert. Man spricht von 10 Minuten am Tag maximal. Da gebe ich euch einen Tipp. Redet einmal eine ganze Stunde miteinander, dann habt ihr wieder 6 Tage euch Ruhe. Helmut, merkt da eins: eine Braut, die schweigt, sollte man niemals unterbrechen. Wenn in einer Ehe das sexuelle Verlangen nachlässt, weil man sich halt jeden Tag sieht, dann gibt es jetzt eine ganz neue Erfindung dafür. Nämlich Viagra für die Ehe. Da ist man dann einmal eine halbe Stunde lang blind. Aber ich bitte euch, das Fädeln in einer Beziehung nicht überzubewerten. Denn wer glaubt, dass Fädeln das höchste aller Gefühle ist, der hat noch nie bei einem Burschenfest 5 Maß Bier auf einmal brunst. Wichtig für die Helmut zum Wissen ist, verheiratete Männer leben zwar länger als Unverheiratete, aber sie sind auch viel eher bereit zum Sterben. Maximiliane und Helmut, merkt euch das. Eine Ehe, die kommt nicht nur durch Liebe zustande, sondern viel eher dadurch, dass zwei Leute, die alt werden, merken, dass sie nichts mehr Besseres finden werden. Leider waren diejenigen bei euch auch schon vergeben. So seid's wirklich gerade noch überblieben. Aber wenn zwei so schiere Leute, die sich schon nicht ausstehen können, zusammenfinden, damit die ganze bierdurstige Gemeinde was zum Saufen hat, ja dann sollte man sich auch nicht dabei hindern, geradewegs ins Unglück zu stürzen. Für meine Grabenhof. Du bist mein größter Albtraum, bis es wirklich wahr. Hab ich wirklich alles, was ich mir wollt. Du bist das Salz in meiner Wunsch. Die Hoffnung auf Saufen, der Grund zum Laufen, wenn's auf mich zurück ist, von mir weglaufen. Alles an dir erinnert mich wieder. Nimm ein Bilder von mir, ich bringe Bier auf die. Sauf die Schicht, ich bringe Bier auf die. Und los, ich steh, ich geb mein Leben für die. Halt, lass ich mich gehen, hoffentlich nimmt die heim. Wer anders mich. Du machst, dass ich mir gar kein Bock aufs Aufstehen bleibt. Du machst, dass ich halt eigentlich gar nicht dort sein will. Ohne die, dass man besser geht, ich brauch die in meinem Leben nicht. Die schierste heben, die Hoffnung aufs Saufen, der Grund zum Laufen, wenn's auf mich zurück ist, mag ich weglaufen. Alles
wieder. Nimm ein Teller zu dir, ich trinke Bier auf die. Sauf die Schee, ich trinke Bier auf die. Und los die steh, ich geb mein Leben für die. Halt, los die Wigi, hoffentlich nimmt die Halt. Wer anders nicht, ich trinke Bier auf die. Sauf die Schee, ich trinke Bier auf die. Und los die steh, ich geb mein Leben für die. Halt, los die Wigi, hoffentlich nimmt die Halt. Wer anders mit. Liebe Mitleidende und restlichs Graffe, in so einer Ehe ist der Mo nicht nur der mit dem kleineren Glied, er ist auch das Schwächere. Ja, zumindest in dieser Ehe werden die Frauenrechte voll und ganz gelebt. Auch wenn das gerade bis Aschermittwoch so ist. Helmut, damit du deinen künftigen Hausdrachen nicht schutzlos ausgeliefert bist, ist wichtig, dass ein Ehevertrag abgeschlossen wird. Abgesegnet durch unsere Bürgermeisterin und ihren aufbrauchten Gemeinderat sind folgende Punkte beschlossen worden. Erstens, das Kochen, Waschen und Putzen ist vom Mann nach Feierabend zu erledigen. Schließlich ist es von einer Frau zu viel verlangt, nach einem anstrengenden Tag voller Online-Shopping auf der Couch sich auch noch um den Haushalt zu kümmern. Zweitens, die Fernbedienung ist Eigentum der Frau. Der Mann verpflichtet sich mit Vollzug der Ehe auf sämtliche Sportsendungen und andere vernünftige Unterhaltung zu verzichten. Drittens, der Mann ist ab sofort der persönliche Chauffeur der Frau. Zu allen möglichen fragwürdigen weiblichen Unternehmungen wie Brunchen, Einkaufstouren oder Thermomix-Vorführungen. Ohnehin ist es ratsam, den Mann im Auto ans Steuer zu lassen. Viertens, in der Hochzeitsnacht sowie im Ehebett hat der Mann seiner Frau in allen Positionen gehorsam zu sein. Jedoch soll sie Nachsicht haben und ihn nicht beim ersten Mal mit ihrem ganzen Gewicht erdrücken. Fünftens, die Ehe beginnt mit einem Ja vom Bräutigam. Ob ernst oder aus Angst, ist egal. Und endet, wenn die Braut entscheidet, dass jetzt reicht. Spätestens am Aschermittwoch, da darf er dann auch wieder reden. Sechstens, sollte sich das Weib entschieden haben, ihren inneren Mann mal wieder am Ehemann ausleben zu wollen, so hat dieser die Möglichkeit, falls er schnell genug ist, aufs Scheißhaus zu flüchten. Der Locus ist allseits bekannt als letzte Bastion der Männlichkeit. Hält die Tür den tobenden Weib aber nicht mehr stand, so hat es sich für den Bräutigam ausgeschissen. Siebtens, Recht hat immer die Frau, außer sie hat nicht Recht. Dann hat nämlich keiner Recht. Achtens, an einem Tag im Jahr hat der Mann das Privileg, alles zu tun, was er will. Dieser Tag ist der 30. Februar. Ja, mit so einem durchdachten Ehevertrag kann meiner Meinung nach nichts mehr schiefgehen. Ich weiß nicht einmal,
was los war. Wahrscheinlich war er wieder mal blau. Vielleicht auch die was sagt, vielleicht auch wie er bleibt. Ich weiß es halt immer genau. Er redet ja oft gern am Bläschen und ich halt wieder dann immer zurück. Dann hing ihr im Film nur ein bisschen rum und spielen wir halt dann beide verrückt. Jetzt ist es ja vor Minuten her, ich heute schon gar nicht mehr aus. Jetzt schrei ich auf und sag ins Gesicht, Helmut, ich schmeiß dich raus. Ich will nur zurück zum Bier, ich will nur zurück zum Bier, jetzt tu nie, dir nimmer verzeihen, du bist dauernd nur am Schreien. Mir ist klar, gut morgen hier, so trinke ich dir bei Ruhe mein Bier. Ich will nur zurück zum Bier, ich will nur zurück zum Bier. Mir ist klar, gut morgen hier, so trinke ich dir bei Ruhe mein Bier. So von ich heute endlich in Ruhe, heute ist gut aus und macht Spaß. Am Dorf trink ich Bier, in der Nacht schlaf ich gut, voll lauter ab von meiner Abschlusstour. So, jetzt richt ich mich zusammen, pfeif auf den Schmack, als auf die Mauern hol mein Schmerz. Und dann such ich irgendwo, wer wirklich was vor, aber dieses Leid, das sagt mir doof. Wir zittern nie hin, wir sind da auf der Leid. Eigentlich vermiss ich dich gescheit. Helmut, mein Schatz, ich bin's doch der Spaß. Gib mehr Spaß. Ich will nur zurück zu dir, ich will nur zurück zu dir. Kommst du mir nur einmal verzeihen, ich hab früh, kurz zu mir rein. Mir ist klar, wir waren so nah. Ich will nur zurück zu dir, ich will nur zurück zu dir, ich will nur zurück zu dir. Kommst du mir nur einmal verzeihen, ich hab früh, kurz zu mir rein. Mir ist klar, wir waren nah. Ich will nur zurück zu dir. So, jetzt kommen wir noch zur unwichtigsten Sache vom heutigen Tag. Ich hoffe, dass alle zwei recht schnell Ja sagen, dass wir nicht noch länger bei dem grausigen Wetter da so saublöd umeinander stehen müssen. Ich glaube auch, dass das in aller unserer Interesse ist, wenn wir recht schnell zum Wirt kommen. Was ist jetzt? Na, Helmut, mach das nieder! Scheiße, was möchten die jetzt von mir? Du hast mir versprochen, dass du nicht binden möchtest. Und außerdem hast du gesagt, du stehst auf Rothaarige. Davon weiß ich nix. Schau, dass du weiterkommst, du zusammengesoffene Missbritschen. Na, das kann ja nicht das Ende sein. Jetzt schaut's, dass ihr es runterbringt, die bringt alles durcheinander. Danke, Vater. Das irritiert mich jetzt aber schon ein bisschen, Helmut. Laut deinen Worten war die Maximiliane, und zwar nur die Maximiliane, die einzige Frau in deinem Leben, mit der du dein Stangerlfieber besänftigt hast. Na, Vater, jetzt lass die alten Geschichten. Also, Entschuldigung. Aber da vorn, da stehen ja noch 5 so Schwanzraschspinnen, die wegen dir rennen. Du hast gesagt, dass du mit den ganzen anderen Mädels in dein Leben, allweil nur beim Unterschwepfinger Bredelschneider, von Unterschwepfinger Bredelschneidershausen beim Maikäferfanger warst.
Na, Pfarrer, jetzt komm, jetzt lass die alten Geschichten und mach weiter. Genau, Pfarrer, das ist doch mir wurscht, was der Zipfelklack schon früher alles drin hat. Heute sind wir da grad zum Feiern da. Also gut, wenn die Braut das wünscht, dann steht's auf. Geht's ein bisschen viel. Zack. Maximiliane, du alter Nudelfriedhof. Möchtest du hirnamputiertes Bockfotzengefries, den Arschgesichterten, Fischaugerten, Schluchtenschorser Helmut zu deinem Mann nehmen und eure künftigen Kinder, die Gesichter haben werden, wie ein eikaude Wirtshaustier, zu ehrbaren Wonnebergern Bierdümpfen erziehen, ihm ein untreues, furchtbares und gleichzeitig angsteinflößendes Mannsweib sein? Magst du manchmal für ihn da sein, wenn er mal wieder mit 15 Weißbier in der Lädchen gegen die Laufrichtung vom Weißbierkarussell fällt? Oder mal wieder 2 Dachsen gefressen hat? So antworte mit Ja. Ich weiß nicht, sag du, Helmut. Ja, freilich, du Mistbritschen. Sei doch froh, dass da wenigstens einer bleibt. Denk nur mal dran, egal wie grob er auch ist. Es kann schließlich nicht auch jede einen Lehrer da haben. Nein, ich weiß nicht. Gut, dann frage ich halt den Helmut auch noch. Ungeliebter Helmut, du verhunackelter Hornochs. Jetzt frage ich dich, ob du das Gesichtsmofa von Maximiliane zu deinem angetrauten Weib nehmen magst. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dann sag ja. Na, gewiss nicht. Okay, jetzt komm, Helmut, jetzt haben wir's doch schon ausgemacht. Jetzt könnt's mir beide kreuzweis. Das ist nicht mein Kalt sein, dann kannst du euch einen anderen Deppen suchen, der zwar so Rindviecher wie euch traut, grad dass es Sauferei gibt. Hiermit erkläre ich euch, so grausige, Oberkämmerne, der Brunste und endlich vergeh mich Eheleid. Jetzt, wo es offiziell ist, steht euch einer Liebe nur noch eine Sache im Weg. Und das ist da
Hoffentlich nicht zusammengeroste, aber gewiss anbrunste Keuschheitsgürtel von der Maximiliane. Leicht wär's wahrscheinlich nicht, das drum loszuwerden. Ich glaub, da müssen Profis ran. Schmied, was hat's? Packt's so! Also was meinst du denn, Ruppi? Soll man überhaupt reinschauen? Was auch nicht? Nicht, dass die was eingenisst hat. Ein Marder. Oder vielleicht Ratzen. Ah, da müssen wir aber, normal müssen wir schon reinschauen, weil vielleicht finden wir was. Das Bernsteinzimmer oder den letzten Dodo, da kann ja alles drin sein. Ah, das war auch mal was. Weißt du, wie wir beim letzten Mal reingeschaut haben, was uns so erwartet hat? Das war brutal. Da kriegt Pilzzucht eine ganz neue Bedeutung. Aber das war ganz gewiss der größte Schwammerl, den wir jemals gefunden haben. Und dann würde ich sagen, packen wir um, machen wir es auf. Genau, her mit dem Werkzeug. Ich muss mit der Zange probieren. Ah, das geht nicht. Da müssen wir mal mit dem Meister werken. Was brauchen wir? Einen Springmeister? Ein Springmeister? Das ist gerade das harte Gruppstahlzeug von früher, das ist das auch hier. Jetzt halt dich mal Stazifix. Warte, da, Meißelmann auf, ha? Meißelmann auf. Warte mal, ich halte mal. Nimm du jetzt an, ne? Ja. Ja, wegen hier müssen wir schon. Jetzt, warte mal. Die Haut drauf. Einfach so. Achtung, jetzt! Ja! Alright. Das geht ja. Ich muss sagen, meine Lieben, Züge. So, jetzt pass auf, geht's? Jetzt, was Seiten haben wir schon? Alle Seiten haben wir schon. Dann schauen wir gleich noch. Dann lassen wir lieber mal noch zu. Nicht, dass der Marder rausspringt. Jetzt? Sehr fix. Jetzt haben wir gleich. Jetzt! Aber wir legen die Chancen da aus. Warte mal, rein kann er nicht. Oh! Ah, leck. Ja, aber, ja, Helmut, ich meine, der Zeit auf Nacht einmal erst einmal ausfahren. Aber wir gehen jetzt dann an die Bar und trinken noch. Also, Prost! Prost, mein Mann! Dankeschön! Dankeschön! Endlich ist die Maximiliane frei. Zumindest untenrum. Aber frei sein heißt nicht nur ohne Stahltanker zum Sei.
Das Wort frei kann man genauso gut hernehmen, wenn man sagt, so frei sein oder ich bin so frei. Die Definition war, sich einfach etwas erlauben. Oft frech oder dreist, aber charmant. Das passt jetzt gut, weil wir sind jetzt nämlich einmal so frei und betten für vergangene oder aktuelle Schandtaten unserer lieben Mitmenschen in Form von Fürbitten. Vorlesen tut den Wahnsinn, der versuffenste Orden innerhalb vom Weißwurst-Äquator. Unsere Ministranten. Angeführt vom Kuttenbrunzer Oberministrant der Dominikaner. Wir bitten unser Brautpaar, dass dieser Tag Ihnen der Erinnerung ewige Bauchschmerzen und Übelkeit bereiten möge. Wir bitten für unser Brautpaar, dass die Ehrenleute und Sponsoren heute einen dicken Geldbeutel dabei haben. Für alle Verflossenen unserer Brautleute, dass sie froh seien, dieselbigen nicht gekriegt zu haben und es dafür am heutigen Tag gescheit grachen lassen. Sauft euch zu. Da wird 2 Pausen oder Freit ans Grundrichten von Scheinmaschinen zeig. Ein Rückgewogen hat unter der Brücke verwunden und sein Backer hat er gleich gar nimmer gefunden. Es war China, wenn er sich auf sein Wirtshaus konzentriert und dafür die Öffnungszeiten korrigiert. Am jährlichen Bürgerhausputz waren alle recht motiviert. Dann ist auch vor mir was Schlimmes passiert. Der Vorstand vom Bürgerhausverein hat angeschafft an den Tag, dass das Tafel von der CSU da nicht zum Stehen hat. Die Flex war schnell gefunden, noch schneller flogen die Funken und die CSU liegt am Boden unten. Der Altbürgermeister kommt vom Urlaub heim und schaut, da haben sie ihm doch glatt das Tafel umgehaut. Ruf mal, dass er seinen gerechten Platz gefunden hat. Fortfahren mag der Altbürgermeister sowieso nimmer. Nach jedem Urlaub wird's noch schlimmer. Vom 1. Mai ist es passiert. Mit seiner besten Sansen haben sie einen Maibaum dekoriert. Einen roten Kopf hat er gekriegt und deswegen einen Burschenvereinsvorstand schikaniert. Unser Bürgermeister, der fleißige Mo. Der das Feiern heute auch nicht lassen kann. Er kann bei der nächsten Wahl eh nicht verlieren. Die Gegenkandidaten tun es erst gar nicht probieren. Recht lang hat er nicht gewusst, ob ihm das Amt überhaupt noch gelust. Da warm kosten heute auch nicht brauchen. Und jetzt, liebe Leute, zieht's kein so gefries, weil das gerade eine Faschingshochzeit ist und macht euch nichts draus, dass die Fürbitten Hand jetzt aus. Und wir kämen um das eher zum Wirt.
Ja, wirklich schade, dass die Fürbitten vorbei sind. Aber ich glaube, unser Chor hat recht. Jetzt schauen wir dann, dass wir weiterkommen. Ich darf euch jetzt noch einen Sing mitgeben. Anschließend lernen die Burschen noch ein Lied für uns. Und da danach wird uns der Progoda nochmal vollschmatzen müssen. Silenzium. Möge euch Viagra helfen die ganze Nacht. Und dass das Bett nicht zusammenkracht. Der Keuschheitsgürtel ist jetzt nimmer droh. Drum packt's jetzt einmal richtig Scheidung. Dass in der Hochzeitsnacht nicht die ganze Nachbarschaft aufwacht. Treibt sich statt. Auf das Brautpaar auf Kinder kriegt. Am besten 20. Sollte der Bräutigam einmal nicht dürfen, ist nicht so schlimm. Han ja im Jahr 2 gesunde Hände blieben. Kriegt er nie genug. Aus eigenem Interesse hofft Hochzeitsgesellschaft, dass im Erlebnisgasthof endlich mal ein gesondertes Cordon Bleu eingeführt wird. Nämlich mit Spätzle und Konsus. Ich gehe jetzt zum Wirt. Wir folgen dir. Jawohl, erst einmal ein riesen Dankeschön an unseren Knaben- und Herrenchor. Schön habt ihr es gemacht. Ich glaube, dasselbe darf ich auch für unsere bierdurstigen Ministranten und den Merkwürden sagen. Habt euch einen Applaus verdient. Euch zwar sparen wir uns, weil das habt ihr freiwillig geheiratet. Ja, liebe Maximiliane, lieber Helmut. Ich glaube, der ist gerade noch auf Klopause, aber wurscht. Kommt schon, kommt schon. Ja, Helmut, hopp, 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 hopp. Das können wir noch erwarten. So, Rala. Ja, liebe Maximiliane, lieber Helmut, das ist zwei, ja, das wollen wir jetzt da aufgeschrieben haben, das passt ganz gut. Hosenbissler. Mal unter die Haum kommt's, das habe ich mir im Leben nicht vorstellen können. Aber um ehrlich zu sein, auch nicht vorstellen wollen. Aber ihr werdet schon wissen, was dort. Nur mag ich danach keine Jammerei hören. Ich meine, das habt ihr ja völlig freiwillig Ja gesagt und zu der Hochzeit zugestimmt, gell? Ja. Der Merkwürden, der hat nämlich gesagt, mit so Hochzeiten, da kennt er sich aus und das unterstützt er. Aber wenn es um das Thema Scheidung geht, eher schwierig, weil unser Diakon, das ist schon ein streng katholischer Pfarrer. Der ist stark gegen die Scheidung. Es sei denn, die Braut, das ist eine recht scharfe, dann ist er eher dafür. Aber Helmut, in deinem Fall musst du da keine Sorgen machen. Jetzt aber einmal genug mit dem ständigen Blät daherin. Es ist ja schließlich euch ein großer Tag heute. Und das mögen zumindest wir feiern. Ja, mir wurscht, ob es das heute genauso schön findet wie mir. Ich werde mir auf jeden Fall auf euch ein Holz der Packung Gaudi aufreißen und definitiv auch ein paar Glosse in einmassieren. Prost beieinander! So, jetzt steht noch eins so, bis wir losmarschieren. Und zwar möchte ich mich jetzt noch bei alle bedanken, die in den letzten Monaten, angefangen von der Planung, über die vielen Veranstaltungen und alles mitgeholfen haben, dass der Tag heute so stattfinden können hat, wie er jetzt im Endeffekt war. Ich glaube, jeden Einzelnen zum Nennen, da wird ihr jetzt nur weniger begeistert wie ich. Mein Mai ist schon Stabdrucker, ich glaube, euch geht es nicht anders. Jeder möchte es dann zum Wirt, zum Bürsteln. Deswegen darf ich jetzt einfach mal ein allgemeines Dankeschön an jeden sagen, der da mal mitgewirkt hat. Genau derselbe Dank gilt aber auch jedem, der uns zum Hochzeitlohn eingeladen hat
der beim Lohn da war, uns mit einer Spende unterstützt hat, bei den vielen Veranstaltungen da war, da auch wieder mit Spenden unterstützt hat oder eben heute, indem er was trinkt, ein Büschel kauft, Eintritt zahlt, mit Spenden unterstützt. Euch alle gehört genauso ein großer Dank. Für uns alle ist es vielleicht selbstverständlich, dass wir heute da so dastehen können, ratschen, eine Gaudi haben und uns später beim Wirt auch die Lichter ausknipsen können. Aber den Luxus, wie es wir haben, den hat leider nicht jeder. Es gibt eben auch diejenigen, die durch einen Schicksalsschlag oder anderweitige Gründe einfach keine Zeit haben, ihre Gedanken an solche Veranstaltungen zu verschwenden. Deswegen eben auch der Hintergrund mit dem Sammeln von Spenden bei allen Veranstaltungen. Der Reinerlös, den wir durch diese ganze Forschungseinsatz, sei es Sammeln, Hähnertanz oder eben heute erzielen, der kommt alles an sozialen Zweck und bedürftige Leute zugute. Damit die Leute von den Veranstaltungen eben auch was haben und damit an sie auch gedacht wird bei sowas. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass viele Leute von der bunten und vogelwilden Gesellschaft noch mitkommen zur Hochzeitsfeier im Erlebnisgasthof Alpenblick 2000. Damit wir das Ereignis des Jahrzehnts noch gescheit feiern können. Schließlich ist in Leer gerade alle 11 Jahre Forschungshochzeit und wer das auslässt, das war ein gescheiter Depp. Aber auch da bitte ich euch natürlich, dass man sich nur so gar aufführt, wie es mit aller Gewalt notwendig ist. Damit zumindest nicht jeder und alles zu Schaden kommt, sondern nur ein bisschen was. So, Hans, halt die Minister unten. Ich kann dem guten Splitter. Ja, da muss ich gar nicht sehen.
Hinter bis vor, das haben wir weiß wieder, okay? 1, 2. Okay, und noch eins. 1, 2. Servus, Mona! Jawohl. Servus, Mona! Jetzt machen wir das Pulver von Dusch, da haben wir es eh.
probieren? Wie gut die ist? Ganz eine gute Suppe. Und weil es eigentlich nicht schmeckt, tun wir Salz ein. Dann kann der Nachs und kann nur mal salzen, wenn es ja nur nicht schmeckt. Ja, wegen Hubberen da. Ja, das ist nicht schön. Schöner Laderstock hast. Selber gemacht. Merci. Nein, Spezi hat das mit. Was ist das eigentlich? Das ist gar nichts. Gern da was hin. Ja, genau. Ah, da müssen wir jetzt auch noch mal probieren. Gleich war nicht auf der Kiebe gelangt. Du, so bei Salz, wenn reinkommt, klang das schon. Ah, die ist so heiß? Wenn der Leben steht, dann ist er auf jeden Fall gut. Auf alle Fälle ist es salzig. Schau mal, es ist so neu, wenn er salzig ist. So braucht es nicht mehr so viel. Das so viel brauchen wir nicht mehr. Ja, das hat die guten alten Bereich, gell? Wo ich in den 77er Jahren angefangen habe, da haben wir ja bald jede Woche. Du sollst gehen. Das ist ja gescheit so, was. Das nehmen wir dann zum Schnee entfernen. Draußen her. Ja, da gefällt nichts mehr zu sagen. Das ist mehr, was du direkt siehst. Da. Ja. Und bin ich Schürfgeschlagen. Gut. Ich konnte dann angestimmt. Das könnt ihr verkaufen. Das heißt, früh mit das. Hochwürden auch probieren oder nicht? Ja, der Hochwürden, da wollt ihr den nicht. Ist noch ein Leffi da? Nein, mit so einem Schäfer. Aber ich weiß mehr gewürden. Ich riech lieber. Ja, genau. Ja, das ist gescheit gut, ja. Süß und seicht. Ja. Ein bisschen Salz verdruckt. Ein bisschen Salz verdruckt schon. Ja, nur davor wieder noch aufgehört. Du musst immer sagen, wenn genug Salz drin ist, dann geht's wieder. Also Wein. Ach so, ja. Ja, ich glaube, das habt ihr schön gemacht. Das habt's. Ja. So, die anderen noch? Habt ihr so einen? Können wir hinter der fahren oder Ja, vielleicht. Also die Exotenburger Weiber. Was eh, oder was? Ja, die Rosen sind immer. Die haben wir so nächsten Sonntag. Was macht die Tomaranze? Popcorn. Weißer. Ich brauch nichts, danke. Du musst auch einen. Nein, ich bring keinen, danke. Zum Prost da. Guter Jahrgang. Scheinbar hat der Diakon recht gehabt. Die meisten haben zum Saufen da, sonst wird schon längst heimgefahren. Naja, ich glaube, wir haben auch irgendwo ein bisschen zum Saufen da, von dem her passt das auf jeden Fall. Schön, dass du nicht da seid, dass der Wirt so voll ist. Freut uns gescheit. Jetzt darf ich gerne mal neben euch auch noch wem anders begrüßen. Das war unser Holzertmusik, die Ruperti-Blasen. Schön, dass du da seid. Ja, servus, grüßt euch. Unsere tiefen Recherchen, die haben ergeben, dass die Ruperti-Blasen schon mal bei der Lehrer Forschungshäuser zu Gast war. Und zwar vor 22 Jahren. Schon ein bisschen her, gell? Manche von euch werden nicht mehr so alt sein, ich bin knapp drüber. Und jetzt ist es tatsächlich so, das passt nur besser, die Mutter von unserem Bräutigam vom Helmut, die Tomaranze, die ist damals auf der Forschungshäuser verheiratet worden. Weißt, wir Lehrer, wir sind ja da sehr traditionell, zweimal die gleiche Musik und zweimal die gleiche Familie, die wo den Schlag hat und sich sowas so tut. Phänomenal.
Das hat auf jeden Fall einen Applaus verdient. Ich glaube, es gelangt, wenn man so als Familie einmal mitmacht. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt nach der Begrüßung. Das ist ein Punkt, wo ich eigentlich meistens dann mir was zum Trinken anschaffe oder aufs Klo gehe oder so weiter, weil das ist meine Paradedisziplin. Das war der Eröffnungstanz. Aber das ist ja heute zum Glück nicht meine Ehre, sondern die Ehre von der Maximiliane und vom Helmut. Ist zwar, dürft ihr jetzt gerne mal zeigen, was gibt, und danach darfst du die restliche Bagage anschließen und jeder, der wo wem anders mal auf die Füße steigen mag. Von dem her muss ich, lasst was hören. Helmut, Maximiliane auf die Tanzfläche und dann das restliche Graf wieder zu. Packen wir's.